Jesus nimmt die Position von einem Sklaven ein. Er führt eine niedere Arbeit aus, indem er seinen Jüngern die Füße waschen. Füße waschen. Der Text fängt an mit dem Vers, dass er sagt, er hat seine Jünger geliebt bis am Schluss. Und auch sein Sterben wird, wo jetzt kommt, wird die Liebe nicht auflösen. Und das Füßwaschen ist ein Zeichen für das, was noch wird kommen. Also das haben wir auch, das tut der Johannes immer wieder, eben auch mit dieser Salbung von diesen Füßen von Jesus, von der Frau. Er tut das immer wieder aufgreifen und er zeigt das, wie sich das tut, wie eine rote Linie durchziehen, mit dem Sterben, mit der Auferstehung und auch mit der Sendung vom Heiligen Geist, die ja im Johannes auch noch kommt. Und auch mit der Sendung der Jünger natürlich. Petrus, liebst du mich, die wir auch sehen im Johannes. Und der Petrus, der ist auch heute eine der Hauptfiguren, wie er auch schon früher gesehen hat. Und immer, wenn Jesus das Thema scheinbar irgendwie angeschnitten hat, da steht der Petrus auf und sagt, lieber Heiland, das darf nicht sein. Wir lesen das zum Beispiel in Markus 8, 32 bis 33. Klar und offen redet er darüber. Da nahm Petrus ihn beiseite, also Jesus, und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Ja, der Petrus, der hat irgendwie begriffen, was Jesus da ansieht, was das für Konsequenzen wird haben. Und er hat das verhindern. Er wollte verhindern, dass Jesus aus ihrer Gemeinschaft rausgenommen wird. Das ist wie wenn wir ein Fest haben miteinander, wenn wir ein Lager feiern miteinander oder etwas Schönes erleben in einer Gemeinschaft. Dann wünscht man sich irgendwie, das möge nicht vorbeigehen, besonderbar, wenn Jesus mitten unter uns ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mir schon manchmal so gewünscht, dass Jesus so bei mir hätte, wie es die Jünger hatten. Wie das Privileg, das sie hatten, die 3 Jahre mit Jesus so 1 zu 1 unterwegs zu sein, die Wunder zu erleben, mit ihm austauschen, direkt Fragen stellen, direkt Antworten bekommen. Und das hat der Petrus nicht wollen, dass das vorbeigeht. Das ist doch verständlich, dass Jesus nicht aus dieser Gemeinschaft rausgenommen wird. Und wenn ich heute hier rede, wenn ich heute eine Predigt habe hier, dann können wir vielleicht auch nachher fragen, ja, was wissen wir jetzt noch von dem, was ich gesehen habe? Ja, wir wissen so von Jesus. Er hat geredet, er hat gesagt, ich gehe fort, aber ich komme wieder, ich werde einen Tröster schicken, etc. Es geht weiter, es bleibt nicht da, es bleibt nicht beim Grab. Er hat das gesehen und die Jünger haben es nicht begriffen. So geht es viel, wenn wir etwas hören. Wissen wir dann noch, was ich gesehen habe, beim Ausgang, wenn wir daheim sind. Was hat er eigentlich gesehen? Er hat noch gut geredet, es war noch kurzweilig. Aber weiss ich es wirklich noch? Habe ich es begriffen? Habe ich es verstanden? Mir selber geht es auch manchmal so. Und hier dürfen wir eben jetzt ein Anschauungsbeispiel haben. Mir ist aufgefallen, dass beim Johannesevangelium eigentlich die weitere Beschreibung vom Abendmahl völlig fehlt, oder von dieser Pessachfeier, was es ja eigentlich war. Dafür ist der Johannes der Einzige, der von dieser Fußwäschung redet. Also das ist doch irgendetwas Spezielles, was da passiert ist. Aber die anderen Evangelisten scheinen das nicht erwähnenswert gefunden zu haben.
Der Johannes, dem ist es doch immer so wichtig gewesen, Jesus als der menschgewordene Messias, als das menschgewordene Wort Gottes unter uns zu präsentieren. Er unterschlägt uns hier ein ganz wichtiges Bild aus dem Alten Testament. Es ist nämlich die Befreiung von der Sklaverei. Befreiung von der Sklaverei vom Volk Israel aus Ägypten. Und ich durfte heute Morgen Juniorsoldatenstunde haben in Adelboden. Und wir haben uns über das Thema Obdachlosigkeit unterhalten. Und dann habe ich so gesagt, kennt ihr Beispiele aus der Bibel, wo es irgendwie darum geht, eben daheim zu sein, sich ein Haus zu bauen, auch Obdachlosigkeit. Und wir sind genau auf das Beispiel gekommen, wo Gott das Volk herausführt in die Obdachlosigkeit, in die Unsicherheit, aber auch in die Freiheit, dass sie eben nachdenken können. Gott, der 40 Jahre Anschauungsunterricht macht, eigentlich mit seinem Volk, dass sie merken, dass sie abhängig sind von ihm. Jesus führt uns in die Freiheit. Jesus will uns in die Freiheit bringen. Was am Johannes hier ist eben nicht nur die Freiheit und das Messianische, die Bedeutung von dem Fest. Was am Johannes wichtig ist, ist auch, dass wir Gemeinschaft haben mit dem Herrn. Und wenn wir dann wieder so das Bild von der Obdachlosigkeit nehmen, die Gemeinschaft mit Jesus Christus, das ist das, was uns Halt gibt. Dienstag am Abend dürft ihr im Radio BO die Frage der Woche hören. Und da durfte ich heute aufnehmen, auf Sand gebaut. Woher das Sprichwort kommt. Und ich habe gesehen, das ist das, was unserem Leben Sicherheit gibt, Beständigkeit. Wenn wir nämlich das Wort Gottes in Praxis umsetzen. Nicht nur hören, nicht nur denken, ja, das ist super, sondern wenn es eben praktisch wird. Das gibt unserem Leben Festigkeit und Fundament. Und dann dürfen wir auch in dieser Gemeinschaft bleiben. Die Gemeinschaft, die über unseren Tod weitergeht. Eben, wenn wir nur noch ein Häufchen Staub sind, dann bleibt doch Gemeinschaft mit Jesus Christus, weil wir in der Ewigkeit mit ihm dürfen weiterleben. Und das probiert er hier auch zu bringen. Er sagt, Petrus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Gemeinschaft zu haben. Und wir denken viel mit dem Mahnfinger, ja, wie richtig und ja und so, und die werden das schon noch und Gerechtigkeit wird hergestellt. Das stimmt alles zusammen. Aber etwas vom Zentralsten ist für mich, dass wir Gemeinschaft haben mit Jesus Christus. Eben das, was ich schon eingangs gesehen habe, nach dem, wo wir uns sehnen. Jesus nimmt die Position von einem Sklaven ein. Er führt eine niedere Arbeit aus, indem er seinen Jüngern die Füße waschen. Er stellt sich damit auf die Stufe der Jünger und tut die Einheit mit ihnen verdeutlichen. Und das ist etwas, das hat mich so berührt in den Vorbereitungen. Ich weiß nicht, Männer von uns, der eine oder andere war im Militär. Und da haben wir doch manchmal schon so vorgesetzt, ja, ich habe auf jeden Fall so einen Vorgesetzten erlebt, der probiert hat, mit lauter Stimme seine Autorität zu untermalen. Und wenn man dann ein bisschen genau hergeschaut hat, hat man gemerkt, eigentlich war es ja ganz ein Armer. Ganz ein Armer. Der so Angst hatte. Ja, so kann man Autorität unterstreichen. Man kann auch Autorität über Distanz schaffen.
Früher hat man den Heilsarmee-Offizieren gesehen, nur ja nicht etwa per Du sein mit den Leuten. Ihr müsst Distanz haben, dass ihr Autorität habt. Und es gibt auch die Geschichte von dem Offizier Zadelboden. Der war mit dem ganzen Dorf Duzis, nur nicht mit den Leuten vom eigenen Chor. Ich habe mir dann überlegt, oder man hat mir jemand die Frage gestellt, wie das gegangen wenn jemand zum Glauben kam, oder? Haben sie dann auch müssen, ja, jetzt. Aber ihr merkt, das ist nicht, dass wir das jetzt irgendwie sagen, ja, das kommt aus einer Motivation heraus. Dass das, was ich sage, das geht gar nicht so um Position, aber dass das, was ich sage, dass das eben wichtig ist und Autorität hat. Jesus stößt das alles auf die Seite. Er hat Autorität. Er hat Autorität. Er muss nicht seine Untergebenen einschüchtern. Er muss sie nicht zusammenstauchen. Er muss nicht eine Atmosphäre von der Angst schaffen, dass er Kontrolle behalten kann. Oh, was heute in der Welt läuft, wir haben heute Morgen mit Tabea zusammen geredet, habe ich manchmal das Gefühl, eine Atmosphäre von der Angst. Ich habe einen Kollegen von Mali, der hat gesagt, weisst, dass die Franzosen hierher müssen. Das hat die Regierung wollen, die Soldaten. Und nicht, weil sie selber Ordnung schaffen wollen. Er hat gesagt, es ist denen recht, wenn es weiteres Chaos ist. Wenn weiteres Chaos ist in diesem Land, weil dann können sie an der Macht bleiben. Tragisch, aber das ist, wie man Autorität unterstreichen kann. Jesus erniedrigt sich, er geht aus seiner Position von der Stärke raus und trotzdem, er hat die Lage absolut im Griff. Er weiß, was kommt, auch wenn er fast nach im Garten Gethsemane, es kostet ihn alles, aber er weiß, wie es kommt und er bleibt in seiner Autorität drin. Sein Status ist nicht in Gefahr, auch wenn der Teufel noch einmal an ihn herkommt. Er wünscht sich, wie es dann auch am Schluss heißt, im 20. Vers, dass wir eins sein und dass man auch die aufnehmen soll, die in seinem Namen kommen. Das hat einen Zusammenhang mit dem. Die Einigkeit, der Vater, der Sohn. Und er tut das dann noch weiter unterstreichen in den Versen, die dann noch kommen, mit dem Weinstock und der Reben etc., wo er unterstreicht, ich wünsche mir die Einheit. Nachher gibt es noch das andere Bild. Jetzt kannst du das andere Bild einblenden. Fußtritt verpassen. Also, das eine ist, dass man die Füße her hat und die Füße werden gewaschen. Und das andere ist der Fußtritt. Ich habe gerne ein bisschen Respekt vor diesen Rossen. Das ist mir ein Tier, ich habe nie damit gearbeitet, gross. Und ich habe einmal einem Chef gesagt, die Tochter hat 2 Rosse gehabt, und ich gesagt, los, ich kümmere mich um alles, aber also da, die Gückel der Tunger, die sind ausgenommen von dem. Und er ist natürlich prompt über kurz oder lang die Tochter nicht daheim gewesen, und dann musste ich gleich am Hufschmied helfen, die Eisen montieren da. Und das ist mir einfach die haben recht Kraft, die sind recht gross, so ein Freiberger. Aber es geht jetzt nicht um das Ross, es geht nämlich um unsere Reaktion. Wie reagieren wir auf das Gemeinschaftsangebot, das Jesus uns macht? Petrus, der protestiert. Niemals sollst du mir die Füße waschen. Niemals sollst du dich vor mir erniedrigen. Aber er lässt sich dienen. Der Judas, der tut so, als ob er das würde annehmen, aber er lehnt Jesus ab. Er gehört dazu, der Judas. Und da möchte ich jetzt nochmal auf die Autorität zurückkommen. Der Judas, der handelt nicht aus einer Position von der Stärke heraus. Der Judas,
der handelt als Instrument vom Teufel, wie wir es hier dürfen lesen in diesem Text. Vers 2. Nach dem Abendessen, als der Teufel dem Judas, dem Simon, Sohn dem Iskariots, bereits ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Er hat aus dem herausgehandelt. Wenn der Teufel in uns Raum hat und kann regieren, dann mögen wir wohl gewaltsam handeln, aber es ist nie aus einer Stärkeposition heraus. Ja, die mich besser kennen, die wissen das. Ja, manchmal ist ja so Ausbrüche. Aber das ist nicht aus einer Position von der Stärke, sondern das ist, weil ich in die Ecke gedrängt bin. Weil ich mich in die Ecke dränge. Oder irgendwie probiere zu verteidigen. Und da ist mir eben das Bild von dem Ausschlag entgegengekommen. Ausschlag, weil wir uns bedroht fühlen. Der Luther übersetzt im Vers 18, wir haben es gehört, der mit mir das Brot isst, hat seine Ferse gegen mich erhoben oder tritt mich mit Füßen, wie du gelesen hast. Das sind beides Luther-Übersetzungen. Der das Brot mit mir isst, der lüpft der Fuß gegen mich. Das ist genau das. Andere Übersetzungen schreiben, er wendet sich gegen mich. Und da war doch noch etwas anderes im Alten Testament, von Essen und Fuß. Ja, vielleicht kommt es nicht gerade so, es geht noch wahrscheinlich wie mir, das kommt noch nicht gerade so peng in den Sinn, oder? Was war eigentlich das mit Essen und Fuß? Der Adolf Schlatter hat mir auf die Sprünge geholfen. Und ich tue euch so gerne sagen, das war doch der Jakob. Ja, genau. Der Jakob hat am Fersen, genau, jetzt ist es 20 ist okay, dort in der hintersten Reihe, genau. Ah, du hast schon vorher gewusst, super, bravo. Vielleicht ist es andere noch, aber und dann dachte ich, wow, ja natürlich, der Jakob heisst, er habe sich an den Fersen vom Esau festgehalten. Der Esau, der Erstgeborene. Er, aber der Jakob, der Auserwählte. Und später, als sie gross waren, tritt der Esau sein Erstgeburtsrecht mit Füssen, weil er Hunger hat und etwas wollte essen. Und man kann sagen, ja, das Erstgeburtsrecht, ja, das war halt nicht so für das Erben und so. Es ist nicht um das gegangen. Er hat den Status, dürfen zum auserwählten Volk zu gehören, hat er abgelehnt. Hat er gesagt, das spielt doch keine Rolle. Der hat nämlich schon gekannt vom Abraham, vom Isaak, die Geschichten, die Vätergeschichten. Er hat gewusst, um was es geht, der Esau. Aber er hat das mit Füssen getreten. Er hat nicht nur sein Erstgeburtsrecht nicht geachtet, sondern er hat es auch nicht für wert geachtet, ein Teil von dem Volk zu sein, das Gott auserwählt hat. Und da ist mir eben der Hufschlag vom Ross in den Sinn gekommen. Ein Ross ist intelligent in dem Sinn, dass es niemandem mit dem Huf schlägt, wo er das Gefühl hat, dass sich gut behandelt wird von dem. Also das Ross, oder anders gesagt, das Ross schlägt nur die sich bedroht fühlt von ihnen. Also das ist eine natürliche Instinktreaktion von einem Fluchttier. Dass wenn es Angst hat, dass es ausschlägt. Hier haben wir aber eben etwas anderes. Da hat jemand einen intelligenten Mensch.
Ein Mensch, der von seinen Eltern sogar hat mitbekommen hat, dass er eben zu dem auserwählten Volk gehört, schlägt aus. Genau gleich wie der Judas. Der Judas verratet Jesus. Und jetzt ist eigentlich die Schlussfrage ganz simpel. Wie wir, wie es Jesus hier heißt, ist noch interessant, dass das weniger so praktiziert wird und predigt. Das heißt nämlich im Vers 15, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Jesus sieht das ganz explizit und deutlich. Wenn wir, wie Jesus uns gebietet, einander Füße waschen, oder wie wir einander hinterrücks einen Fußtritt verpassen? Das ist eigentlich die simple Frage vom heutigen Abend. Amen.